Jetzt erzähle ich euch das Märchen vom Dichterzwerg in der Matte. Und das ist wieder beim Peter in diesem Bauernhaus. Und das ist wieder Sommer und er hat blutige Füße und läuft durchs Gras und spürt, wie es so schön warm ist und ein bisschen feucht. Und er spürt noch einen Stein und plötzlich, als er abtrappt, macht es aus dem Gras raus: «Hey, geht's eigentlich noch? Wer trappt mich da? Wer schaut auf mir rum?» Und er schaut runter und sagt: «Hey, was ist denn da los?» Da sagt er: «Ich bin der Dichterzwerg in diesem Garten, in diesem Gras, also in dieser Matte. Aber ich habe gar nicht gern, wenn man auf mir rumläuft.» Dann hat er wieder runtergeschaut und hat gesagt: «Ich wollte doch die nicht trappen, aber ich habe noch nie gehört, dass es Dichterzwerge gibt. Und ausgerechnet in unserer Matte, jetzt musst du mir ein bisschen erzählen.» Dann hat er gesagt: «Ja, weisst, ich bin uralt, ich habe eine rote Kappe an und einen weißen Bart. Und ich bin ganz gescheit. Und weisst, dann tue ich hier im Gras hückeln und dann mache ich das Buch auf und dann tue ich schreiben und dann tue ich lesen und dann habe ich so Freude.» Und dann hat der Peter gesagt: «Aber ich tue manchmal auch ein bisschen dichten. Ich singe ein Lied, wenn ich barfuß laufe, dann singe ich: grünes Gras unter meinen Füßen. Es kützelt mich, ich lasse dich dann grüssen. Grünes Gras unter meinen Füßen. Es kützelt mich. Dann schaue ich runter und sage: ich lasse dich grüssen.» Dann hat er gesagt: «Ja, also der Dichterzwerg, so schlecht ist jetzt das auch wieder nicht. Aber du kannst hier mein Dichterbuch haben und dann kannst du es selber lesen, was ich geschrieben habe.» Und dann hat er das Dichterbuch genommen. Man sieht hier drauf gerade den Zwerg, wie er noch am Schreiben ist. Und da hat es zum Beispiel drin geheissen: es regnet und die Erde wird nass. Dann freut sich der grüne Gnom, jetzt wächst ihm sein Gras. Der ist eben froh, wenn es regnet, dass es dann wachsen kann. Weil wir wissen ja, Zwerge stossen Gräser raus, als sie auf die Erde rauskommen. Aber für das braucht es eben Wasser. Ja, und jetzt steht hier noch: «Schmetterling, setz dich zu mir. Ich tue dir gar nichts leid. Ich will nur deine farbigen Flügel sehen. Farbige Flügel. Der hat eben auch so Freude an den Schmetterling.» Und jetzt kommt wieder ein Rätsel. Es nimmt mich Wunder, ob ihr wisst, was das ist. Jetzt hört ganz gut zu. Es heisst: «Mit einem kleinen Laternli leuchtet es gerade wie ein Sternli. Es wandert lustig und fein, das Leuchtkäferli im Mondesschein.» Ich weiss nicht, ob ihr schon Leuchtkäferli gesehen habt, aber die sehen wirklich so aus wie ein Lämpli, wie ein Sternli. Und die sind ganz still und die leuchten einfach nur leuchten. Sie leuchten nur zur Nacht. Ich lese euch noch einmal das Versli lesen, das der Dichterzwerg gemacht hat. «Mit einem Laternli, das leuchtet wie ein Sternli, wandert es lustig und fein, das Leuchtkäferli im Mondesschein.» Und jetzt kommt noch ganz Lustiges. Er hat noch geschrieben: «Mit lautem Gesumme, mit tiefem Gebrumme, so geht sie bummeln, die schwarzbraune Hummel. Bummele. Ja, die surren ja fest.» Ich lese es noch einmal: «Mit lautem Gesumme, mit tiefem Gebrumme, geht sie bummeln, die schwarzbraune Hummel.» Ich habe gar nicht gewusst, dass die Dichterzwerge nicht um den Mundart schreiben. Da ist sogar noch ein hochdeutsches Versli drin von ihm, und das geht so: «Die Zwerge in der Erde sind ein gar lustig Volk. Sie putzen und bürsten die Wurzeln der Pflanzen. Sie schieben und stoßen alles Grünzeug ans Licht. Sie brauchen für ihre Arbeit keine Uhr. Alles andere besorgt die Natur.» Und dann hat der Zwerg sein Buch zusammengeklappt und hat gesagt: «Peter, du kannst das haben. Ich schenke dir das.»
Und der hat zu einen Arm geklemmt und hat ihm Adieu gesagt. Und der dichte Zwerg ist im Gras verschwunden. Und der Peter ist mit den blutigen Füßen reingetäppelt, geht zu Nacht essen und hat das in den Hosensack gehabt. Und gäng, wenn er an den dichten Zwerg gedacht hat, hat er es wieder vorgenommen und hat wieder angefangen zu regnen, lesen drinnen. Eben zum Beispiel, es regnet und die Erde wird nass. Da freut sich der grüne Gnom, weil da wächst sein Gras. Jetzt, wenn ihr gut aufpasst, findet ihr vielleicht auch einen dichten Zwerg. Und wenn ihr keinen findet, dann macht ein Buch und schreibt es euch auf. Oder wer noch nicht schreiben kann, der zeichnet einfach alles, was in den Sinn kommt, was ein dichter Zwerg sagen könnte. Das ist die Geschichte vom dichten Zwerg in der Matte.